Scheiße! Scheiß drauf. Ab damit. Schmetterlingseffekt. Nee, das ist ein Stechkart. Ich mach nix. Ich mach dir nix. Schmetterlingseffekt. Annähern. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Sehr gut. Jetzt habe ich einen Revolver. Ab in den Keller. So. Ich wäre gerade richtig süchtig nach dem Spiel, merke ich. Weil das Sanatorium gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich kann nicht aufhören zu spielen. Boah, Mann. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich hoffe, das war jetzt an unseren einzigsten Schuss verballert für das Tor. Und ja, dass wir da nach wie vor noch Gelegenheit haben, das Ding zu verwenden. Vor allem, wenn die Bergleute Wendigo-Wachs sind, die eventuell noch da draußen rumschwirren. Für jeden, der es in der letzten Episode nicht gesehen hat, von der mythischen Kreatur Wendigo ist der Plural tatsächlich Wendigo-Wag. Also einfach hinter einem Wendigo W-A-K hinten dran hängen. Ist zwar etwas strange, aber anderer Spruch, anderer Plural, ne? Okay, da mag ich noch reingucken. Da ist wieder Fass, ne? Ah, okay. Das können wir wieder aufschießen, ne? Oder wir können drüber klettern. Oder ist da ein Loch? Okay. Eigentlich hätte ich es erst gern abbrechen. Ich hab gewusst, dass so ein Scheiß passiert. Ich wollte mich eigentlich da hinten noch umgucken. Natürlich. Flammbare Flüssigkeit. Scheiße. Du kannst nicht durch. Ja. Mist, ich hätte mich noch umgucken sollen. Okay, jetzt bin ich wieder bei der Sam, oder? Oder bei wem bin ich jetzt? Ah, nee, beim... Ui, das ist der Psychopath. Okay, ja krass. Ah, jetzt spielen wir Matt und Emily, obere Seilbahnstation. Hey, es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Sieht so aus. Oh mein Gott, das ist abgeschlossen. Wir kommen nie wieder darüber. Es ist unüberwindbar. Das ist wie die Mauer aus Game of Thrones. Wir kommen hier nicht rüber. Also, sorry, also... Das ist ein bisschen läppisch, oder? Ja, eher das. Was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt sehen wollte, wenn du einer halbiert Woche ist, ne? Dort liegt wieder Totem, oder? Nee. Schade. Noch ganz frisch. Ja. Tatsächlich. Ich hätte lieber ein Totem gesehen. Okay, hier ist sonst nix. Weil ich mag die Hintergrundstory echt nicht verdummbeiteln. Ah, da liegt eins für meine geliebte Totems wieder. Und es ist... Oh, das war eindeutig. Todestotem. Das war eindeutig. Der Matt. Die irgendwo abstürzt, ne? Gucken wir es uns noch einmal an. Todestotem. Ah, so langsam nimmt der Totempfahl hier Gestalt an, ne? Ah, war das der hier? Ne, das war der vom... Das war der vom, Mike. Das muss der gewesen sein. Ja. Eindeutig der Matt, der irgendwo abstürzt und zack, dann knackt's in den Schädel. Okay, und was sagt uns ein Film? Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie und wurden wahnsinnig. Mörder. Kannibalen. Sie... Fassbar weit entfernt. Okay, der Recht kennen wir. Es wurde nur um Kannibalen noch erweitert. Ja, krasser Scheiß. Ja, wir hatten ja im Sanatorium die Hinweise darauf, dass,
die Endperson teilweise Gässerwoche ist. Ne? Mann, Ometa. Okay. Dann sind wir jetzt nochmal mit Emily hier unterwegs. Eine Axt. Mir geht's besser mit einer Axt. Ja, mir ach. Das finde ich definitiv gut. Die hole ich mal. Ja. Dort hat Jack Nicholson versucht reinzukommen und hier ist Johnny zu rufen. Hinweis, R1, Axt. Was sagt dann da? Bei der Unbekannte. Eine Axt, die in der Tür zur Seilbahnstation steckt. Die war vorher ganz sicher nicht da. Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Dann hacken wir's Brech auf. die Tür auf, oder? Ja. Warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht... Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Jesus, Du passt ist das niemals eine da durch, Kuh? du Schrank. Also, hoffentlich stirbt sie dabei. Ich pass nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Jesus, ist das eine unsympathische Kuh. Schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Los, mach jetzt! Du musst dich mal an die Simpsons denken. Hacken, hacken, graben, graben. Hacken, hacken, graben, graben. Hacken, hacken, graben, graben. Aber Humi, es gibt doch noch so viel mehr, das zwei Frauen für dich tun könnten. Ich höre, dass gegraben wird, aber es wird nicht mehr gehackt. Ah, ich liebe die Episode. Wir fahren nach Vegas, ist das übrigens. Yay. Okay. Gott, verdammt. Was ist passiert? Tja, War bisschen doch Sauerei eine gemacht, Stunde. ne? Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Stirb, 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 überall die. Wie bei Chris und Ash und Ich Josh. weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Ja. Nur das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ajo, selber sich nicht durchs Loch drücke wolle, aber dass der springt und in den Abgrund stürzt. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Das ist doch so eine Kuh. Ich weiß nicht. Also die kann ich echt überhaupt nicht leiden. Das ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Jupp. Ich kann das Mädel nicht ausstehen. Die ist so zickig und egoistisch und biestig. Und die sieht er nicht als ihren Freund an, sondern eher als ihren Diener. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Jemand hat hier alles auseinandergenommen. So ein so Chaos. aus, ja. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Was? Eine Kuh. Was war da? Ah ja, okay. Okay, Sanatorium. Ich würde mich doch ganz gerne noch umgucken. Irgendetwas müssen wir doch tun können. Da sind wir bei der Hier Seilbahnstation. gibt's so viel Schrott, da muss doch was Brauchbares dabei sein. Da ist der Ranger-Pfad, Sanatorium ganz over und du links, das muss die Lodge sein. Ja? Okay. Hey, da! Feuerwachturm. Mhm. Hey, du Held. Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen. Mach doch. Dappesche Kuh. Mann, Ometa, ist das eine Unsympathin. Stirb, stirb. Freundlich. Ach, so grottig. Nein, das heißt nicht die Bart, die. Das ist Deutsch und heißt die Bart, die. Jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Auch natürlich aus The Simpsons. Die Bart, die. Kann ich da nichts machen? Ne, es sieht nicht so aus, als könnte man es reparieren. Aber einen Schlüssel bräuchte man, ne? Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Jupp. Also, zurück auf Anfang. Jo, sieht so aus. Was ist mit dem Feuerwehrturm? Aha, uff, Und der Kampfball? Emol. Tja, wir können es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Yes. Aber ja, brauchen wir.
benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Schmetterlingseffekt. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Oh, wow. Jemand hält sich endlich mal an die Regeln. Alter. Was? Welche Regel? Regel 1, Emily hat immer recht. Regel 2, Oh. alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Wie kann man mit so einer zusammen sein? Der muss es ja arg nötig haben. Also mit so einer Kuh wäre ich never ever zusammen. Vor allem dann auch noch dieses, bei der Beschreibung von ihr intelligent. Also sorry, aber von ihrer Intelligenz merke ich nicht sehr viel. Kann ich helfen, dich runterzustoßen? Was geht bei dir, Süße? Gar nichts. Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Alter. Okay. Ich sehe es noch kommen, der stürzt ab und dann, aua. Ja, geh du mal voraus, hol Hilfe, ich bleib hier. Mann, oh Meter, ist das eine unsympathische Mistkuh. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Ah, sieht doch gar nicht arrangiert aus, als hättest der ihre Psycho nicht irgendwie vorbereitet. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Okay, dann quetschen wir uns dort durch. Hoppala. Ach Mist, ich hätte es nicht drücken Alles sollen. klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Alter. Alter, ja, schick deinen Freund voraus. Damit der abstürzt, wie im Todestotem. Oh Okay. mein Gott. Gleich da. Gleich Okay. da. Meine Knie sind ganz Gleich weich. runter. Ja, fall runter. Ich hoffe, dass ich irgendwie so ziemlich alle retten kann, bis auf die. Bei der wäre es mal absolut scheißegal, wenn die Heilige stirbt. Rosa, zum Glück ist es vorbei. Ja, aber echt. Ich versuche sie natürlich alle zu retten. Mir wurde am Anfang gesagt, probiert doch mal bitte alle zu retten. Und ich halte mich an euren Wunsch, aber die machen es verdammt schwer. Und ich hoffe, dass durch irgendeinen ungewollte Fehler von mir die stirbt. Die kann ich echt nicht ausstehen. Geil, nochmal Totem. Entweder gelb oder braun. Ah. Führungstotem. Mhm. Führungstotem. Die Emily übergibt einen Matt eine Leuchtpistole, oder? Das ist eine Leuchtpistole, ja. Ja, das ist keine normale, das ist eine Leuchtpistole. Übergibt es an den Mike, an den Matt. Führung, soll das so sein oder nicht? Wie sieht es bei der anderen aus? Das ist undeutbar. Ach ja, genau. Und du warst, nicht, ne? Nicht der Vogelangreifer. Mhm. Und du? Nicht übergeber. Ich halte mich da dran. Nicht übergeber. Okay, wenn es soweit kommt, nicht die Leuchtpistole an dem Matt Geber. Da haben wir noch was. Derselben Meinung. Matt war für Emilys Plan, zum Turm zu gehen und Hilfe zu holen. Okay. Totems haben wir wieder was Neues drin. Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Okay, was war das? Besiegen. Nochmal? Besiegen. Etwas Nochmal? Was mit Liars, ne? besiegen. Irgendwas mit Lügner war bei dem seinem Zeitungsausschnitt doch noch dazu gestanden. Okay, der Recht kennen wir ja schon. Ja, okay. Ich hoffe, wir können durch so viel wie möglich zusammenbasteln. Tät mich sehr früher. Funktioniert. Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht, Ja, so wie ich die kenne, schrei doch laut genug. Wo runterklettern? Ist das dein Ernst? Dann bleib doch Problem da. ist, wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Meine Das Nägel. müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder? Warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Tja, wenn man aber Wache aufstellen wird, dann wird es gehen, ne? Sind ziemlich unkreativ und sehr panisch alle. Statt sich mal zusammen hier zu hocken und einen Plan zu entwerfen.
Fand es eh komisch, dass der Chris und die Ashley dann beide fort sind und sich von denen getrennt haben. Also ganz im Ernst, da bleibt man doch zusammen bei so einer Gelegenheit. Bei so einer Situation, meine ich. Never ever hätte ich mich doch von anderen Leuten noch getrennt. Okay, die latscht da entlang. Dann gucke ich nochmal da rum. Okay, da ist noch... Ah, nee, da geht's weiter über irgendwas Überdachtes. Ich habe gedacht, die zeigt uns den Weg. Oder geht die wirklich jetzt voraus hier? Ja, die geht tatsächlich da voraus. Also das ist der Weg, den wir gehen müssen, glaube ich. Und da kann ich den Weg mal anführen. Oh, Seltenheit bei der, dass die nicht den Ton angibt. Alter. Ich hasse dieses Weib so sehr. Ich hasse dieses Weib so sehr. Was ist das? Ah, Beths Handy. Motor. Motor. Beth hatte ihr Handy immer dabei. Sie muss in der Nacht ihres Verschwindens hier vorbeigekommen sein. Genau, wenn wir uns erinnern, in der ersten Episode, die ist da vorbeigerannt über das Ding und da ist ihr Handy runtergefallen. Tatsächlich. Wow, das ist Beths Handy. Ich dachte, die Polizei hätte das Gebiet abgesucht. Na, das haben sie wohl übersehen. Ja, das nehmen wir doch mal mit. Wer weiß, ob uns das nicht mal hilfreich sein könnte, das Ganze hier, ne? Kommen wir da jetzt durch? Wie schaut's aus? Okay, da können wir sonst nirgendwo mehr durch. Da haben wir aber definitiv Beths Handy gefunden. Das finde ich geil. Das ist cool. Hat zwar einen Sprung gehabt und ist wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen, aber trotzdem, wer weiß, was die Computerfritze da noch rausholen können. Da liegt noch was auf dem Botter. War das das, was wir gerade eben gesehen haben nochmal? Ja, das ist ein neues. Tatsächlich. Das war Glückstotem. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ich versuche jetzt die Dinger zu deuten. Ja? Chris wird von Ashley in den Raum gelost. Okay, bei der anderen, wie sahst du aus? Matt. Oh, da muss ich auch drauf achten. Matt vor einer Gittertür. Das kann ich aber nicht richtig deuten. Und das andere war Jessica, die in der Mine aufwacht. Ne? Okay. Die kann ich ja nicht richtig deuten. Also ich muss irgendwie dafür sorgen, dass die mich reinlässt. Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie und wurden wahnsinnig. Mörder. Kannibalen. Sie. Fassbar weit entfernt. Vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im... Ich konnte die Mädchen nicht... Ach, er wollte sie retten. Ich konnte die Mädchen nicht, ich nehme mal retten. Oder es ist wirklich ein Psychopath und sagt, ich konnte die Mädchen nicht töten. Ha. Ja, lecco mio. Langsam wird's echt spannend hier. Okay. Moment. Ist das eine geile Aussicht hier. Und ach, der Mond ist echt sehr cool. Vollmondnacht. Unterstützt nochmal die These vom Wendigo, weil der immer nur bei Vollmond aktiv sein soll und immer nur nachts jagt. Oh, wow. Okay. Steilklippe. Matt, aufpasse, dass du nicht runterfällst. Oh, okay. Matt, aufpasse, dass du nicht runterfällst. Danger Cliff. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Oh Gott, was ein unmögliches Weibsbild. Okay, Vorsicht. Vorsicht hier, Matt. Nicht auf die Schnauze fallen. Matt, was ist das? Oh, Scheiße. Scheiße, Oh, shit. das hatten wir auch in einem Totem.
das hatten wir auch beim Gefahretotem. Ah, wenn ich jetzt die Viecher reiz, dann stürzt er von der Clip, glaube ich. Ich glaube, so zu deuten. Okay, jetzt wird das Szenewechsel. Ich glaube, ich deute es richtig. Wir hatten nämlich... Ah, die Sam. Wir hatten nämlich beim Gefahretotem, beim Rote, glaube ich, die Viecher, die kreischen. Und wenn er die dann reizt, dann könnte die Clip runterstürzen und sterben. Also die Viecher nicht reizen. Oh, oh. Alter. Ich krieg nix mit. Hallo? Alter Mädel. Leute? Was treibt ihr da draußen? Voll de Psycho reingeschlappt ins Zimmer und die kriegt's nicht mal mit. Okay. Manometer. Okay, Sam, Washington Lodge. 1:11 Uhr. Okay, kann er wieder spielen. Okay. Jo. Haben wir hier noch irgendwas Spannendes oder so? Was zum Spielen und was mit Schokolade oder so? Ne, da ist nichts. Guck ich dumm rein. Ah, da ist noch was. Da war tatsächlich noch was blitzt. Hopp, hol das. Verdammt nochmal, meine Klamotten, wirklich? Ach, jetzt hat jemand ihr Klamotte weggenommen. Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Naja, Endsocke kann schon ranziehen. Okay, das ist etwas blöd gelaufen. Aber, jetzt sage ich mal an der Stelle wieder einen Cut und ihr seht gleich wieder, was beim nächsten Mal passiert und was euch morgen bei Let's Play The Evil Within nicht The Evil Within sorry, was euch bei Until Dawn pelzig erwartet. Also machen's gut und bis morgen wieder, ihr liebe Leute. Iron Yankee. Ups. Ah, da ist er wieder. Okay. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily.